Gut, Top 10 mache ich mal heute Top 15 raus, weil wir haben ja 3 Videos. Wir haben ja noch das Leipzig-Spiel, da war ja noch alles tutti. Und dann haben wir ja das Champions League-Spiel, was schon zäh war. Und dann haben wir ja die verdiente Niederlage gegen Augsburg. Das Problem ist, habe ich ja schon mal in den anderen Videos gesagt, ich kann natürlich hier auf Top-Kommentar stellen, wie es auch steht. Aber YouTube sortiert. Top-Kommentar heißt nicht der Kommentar mit den meisten Daumen. Top-Kommentar heißt, keine Ahnung, wenn du einer bist, der oft schreibt auf dem Kanal, dann stehst du weiter oben wie jemand, der das erste Mal was schreibt. Und wenn der 50 Daumen hat und du hast einen Daumen, dann stehst du trotzdem oben und solche Faxen. Ja, deswegen scrolle ich mal einmal ganz kurz durch. Guck mal, ob hier ganz unten noch irgendwo was ist mit vielen Däumchen. Das sieht nicht so aus. Dann nehmen wir oben die paar, die da waren und gut ist. Gut. Gehen wir rein mit Oliversen. Also, zur Spielzusammenfassung oder Spieltagsanalyse zu Leipzig. Das Highlight des Spiels für mich definitiv das schwindende Klopp-Pairwise-Grinsen ohne Wonne. Ja, das war auch mein persönliches absoluter Highlight. Ich habe mich so der hat mich so getriggert, der Mann auf der Tribüne, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und, es war schön, dann sein Gesicht danach zu sehen. Ja. Bin sonst echt nicht einer, der da reingeht, so in diese Schadenfreude, aber vor allen Dingen, dass er dann noch neben Mario Gomez saß, das war eine tiefe Befriedigung in mir. Die beiden da dann sitzen zu sehen, wie ein Häufchen Elend. Das fand ich schön. Ja. John FCB. Ja, Kimmich hat dem Gegner einmal den Ball in den Fuß gespielt und das darf natürlich eigentlich nicht passieren, aber bitte, eine Note 2 ist doch sicherlich trotzdem drin, wenn man sieht, wie er direkt wieder das Spiel in die Hand genommen hat. Ganz andere Ausstrahlung. Nicht so auffällig wie Ulisse, aber wahrscheinlich genauso wichtig. Ja. Legitime Meinung, meine Meinung war eine andere. Punkt. What's up? Wie Ulisse und Jamal sich nach dem Tor gefreut haben, da sieht man, dass im Team wohl alles passt. Ja, das denke ich dass im Team alles passt. Außer wenn wir mal so die letzten Spiele nehmen, dass Helby einmal Guerrero zusammengefalten hat. Deswegen war der Guerrero jetzt auch gleich erstmal krank. Hat sich erstmal einen gelben genommen, hat er nicht ganz verkraftet. Nein, aber sonst passt natürlich alles im Team, das sieht man ja auch. So, ja, also da ist ja keiner, der irgendwie, auch wenn es mal nicht läuft, so wie es jetzt war, das bin ja dann ich. Ich hau das ja dann raus. Ich sage, Josh und der war schuld und der war schuld. Das wird im Team ja nicht passieren. Ja, und das darf auch nicht passieren und das ist auch richtig so. Eine Mannschaft gewinnt zusammen, eine Mannschaft verliert zusammen und gut ist. Ja. Iceman, heute hat man wieder gesehen, was Kimmich unserem Spiel geben kann. Vorausgesetzt, er ist frisch und nicht überspielt. Genau richtig von Kompany erstmal auf der Bank zu lassen, statt ihn direkt reinzuwerfen. Er war neben Ulisse der absolute Schlüssel für diesen hohen Sieg. Vor allem nach einem Goretzka 45 Minuten lang kläglich daran gescheitert ist, einen Profifußballer zu verkörpern. Der ist gut. Auch Pavlovic war nach einer katastrophalen ersten Halbzeit dann wieder voll wesentlich besser im Spiel. Sonderlob geht auch an Tah, der meiner Meinung nach eine absolute Weltklasse-Leistung abgeliefert hat. Wenn es gebrannt hat, war er meistens zur Stelle Top-Typ. Ja, Kimmich war der Gamechanger in dem Spiel bei Leipzig. So, da brauchen wir nicht drüber reden, auch wenn er defensiv eine Katastrophe war. Ja, er hat die Struktur ins Spiel gebracht, die uns gefehlt hat. So, da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Ja, das Leipzig-Spiel hat gezeigt, wie wichtig ein Kimmich sein kann. Und dass ein Pavlovic unterm Kimmich natürlich ganz anders spielt, ist ja auch nichts Neues. Ja, das ist ja, was ich die ganze Zeit erzähle. Ne, wenn Pavlovic mit Goretzka auf dem Feld steht, dann macht er den defensiveren Part. Also, das ist ja eine Katastrophe teilweise. Und Jonathan Tah, ja, Jonathan Tah ist ein No-Brainer. So, ist, glaube ich, der Spieler neben Harry Kane, Ulisse und Luis Diaz, der am konstantesten liefert. Vielleicht noch Upa dabei, ja, aber die liefern in jedem Spiel. Da siehst du nicht mal Note 4, Note 5 Spiel. Das ist immer gut. Das ist immer hohes Level. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. So, das waren 4, glaube ich, ne? Da haben wir nochmal einen mit 27, da unten haben wir 18, 24. Ja, komm, hier sind viele Kommentare drauf. Nehmen wir den 27er, neue heute Weltklasse, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Das ist richtig, das war er in dem Spiel. Der geht in Klopp und Gomez Geschichte rein. Können wir uns auch schenken. Nehmen wir den Daniel noch mit. Und dann haben wir es doch.
Also, was Goretzka und Pavlovic in der Zentrale in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, ist mir ein Rätsel. Meine Güte, war das schlecht. Klar allgemein, aber die Zentrale von uns entscheidet halt, wie Spiele laufen werden und da wurden beide komplett überrannt und deklassiert. Erst mit Kimmich seiner Einwechslung war Pavlovic wieder im Spiel. Jo, das sehe ich genauso und ja, das sind die Kommentare zum Leipzig-Spiel. Gut, kommen wir zu den Top 5 Kommentaren von der Spielanalyse aus dem Champions League-Spiel. Ich gucke mal eben 887. Ich glaube, das ist schon das höchste der Gefühle hier an Daumen. Von daher, FC Bayern-Fan forever. Schiri war bodenlos. Schiri war wirklich bodenlos. Schiri war Note 5 Minimum. Also, ich habe selten, erst recht in der Champions League, so einen schlechten Schiedsrichter gesehen. Ja, das war ja wirklich eine Frechheit. MD, das Positive, es hat sich niemand verletzt. Das Negative, erste Hälfte wiederholt schwach. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, der Trend ist ja jetzt gemündet in der Niederlage gegen Augsburg. Und der Trend war die letzten Spiele ja schon zu sehen. Die Mannschaft, man muss halt immer gucken, wo man herkommt, ne? Das ist ja, was ich schon gesagt habe. Ja, wir hatten eine Winterpause von was? 7 Tagen, 8 Tagen? So, wir hatten keine Sommervorbereitung und du gehst jetzt rein von 0 auf 1000. Du spielst 4 englische Wochen hintereinander. 7 Spiele in 21 Tagen spielen wir. So. Was erwartet man da? Ja. Und dann darf man natürlich, Servus, Blondie, danke erstmal. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, wir haben nun mal Ausfälle, ja? Ist keine Ausrede, gehe ich mit, völlig richtig, ja? Aber wenn so ein Conny Leimer und 'n Stanisic wegbrechen, ist dann halt auch schon wild, ne? Dann passiert so was halt, mein Gott. Gut, das waren erst 2, ne? Hier, Zorro. Zorro ist ein guter Nickname. Bedeutet das dann nicht, dass wir als Zweiter bis zum Finale nicht auf Arsenal treffen können? Weil wenn beide Mannschaften bis inklusive Halbfinale Heimrecht im Rückspiel haben, dann können sie ja nicht gegeneinander spielen. Das ist vollkommen richtig. Wenn wir Zweiter wären, Arsenal Erster, könnten wir erst auf Arsenal im Finale treffen. Und ja, das ist erst seit dieser Saison so. Wahrscheinlich hat sich die FIFA oder UEFA, ist ja UEFA, hat sich die UEFA gedacht, Mann, wisst ihr noch, letzte Saison, als PSG als was? 18. die Champions League gewonnen hat? Nein, das geht ja nicht. Da führen wir gleich mal eine neue Regel ein. Der erste und der zweite haben bis zum Halbfinale im Rückspiel Heimrecht und die ersten 4, Platz 3 und 4 bis zum Viertelfinale. Hut ab dafür, oder? Ist schon gut. Flo, Bischof 4 ist echt sehr, sehr hart. Der hat vorne in der zweiten Halbzeit mit Ulisse viele Bälle gehalten, sich öfter vorne durchgesetzt, kam halt leider nicht so viel bei raus, aber ballsicher und gut gespielt. Ja. Jeden seine Meinung. Wie gesagt, zur Benotung sage ich nichts mehr, habe ich im anderen Video gesagt. Jeder kann gerne seine Benotung haben. Das ist meine Benotung und ist für mich völlig fein, wenn man Bischof in dem Spiel besser gesehen hat oder schlechter oder Harry Kane schlechter, was auch immer. Daniel Kruger. Ordentliche Ausbeute, neunmal Katastrophe, davon einmal absolut. Ja, guck mal. Läuft doch. Wir haben sogar jemanden, der Katastrophe mitzählt. Ich bin immer wieder überrascht in den Kommentaren. Gut, nehmen wir den noch mit hier. Ragmar, 20 Minuten Kane und Ulisse im Gottmod haben locker gereicht. Im Gottmod ist gut. Wild. Wild, wild, wild. Gut, dann gehen wir mal rein hier in der FCA-Kommentare. Ich suche mal die 5 raus. Ich hatte einen hier gerade mit 12, den nehme ich mal mit. Der Rest ist eh alles oben. Ich übersehen jetzt ein. Hier. Hackmoon 70. Wenn Goretzka am Rasen steht, spielen wir meistens nur zehnt. Wenn Goretzka am Rasen steht, spielen wir meistens nur zu zehnt. Wenn er noch öfter spielt, bekommt er keinen Verein mehr. Eine glatte 5 für Kompanie. Ja, ich fand Leon jetzt gar nicht so schlecht in diesem Spiel.
Wir hatten auf jeden Fall mehr Stabilität mit Leon als wie ohne Leon, wenn wir ehrlich sind. Dass 'n Jamal dann da diese Posi bekleidet hat, war nicht gut. Zumindest für die defensive Stabilität. Und offensiv konnten Musiala auch keine Akzente setzen, wenn wir ehrlich sind. Kompany 'ne glatte 5, ja, kann man so sehen. Haben wir jetzt ausführlich diskutiert, warum. Am Ende des Tages ist 'n Kompany 'ne Verantwortung und hat dafür zu sorgen, dass die Spieler aufm Feld sind, die auf dieser Position liefern können und die fit sind und nicht irgendwie anders. Oldschool, vielleicht war der Arschtritt zur richtigen Zeit. Das werden die nächsten Spiele zeigen. Imperium will gar nicht wissen, was das für ein Monolog geworden wäre, wenn Manu da am Ball vorbeigeflogen wäre. Man merkt leider die mangelnde Spielpraxis. Hoffe für Obig, dass er jetzt mal mehr Spiele bekommt. Er bekommt er ja nicht. Ganz im Gegenteil, wird er jetzt wahrscheinlich noch weniger bekommen. Ja, und natürlich merkst du die, habe ich ja gerade schon gesagt, beim Torwart ist das nun mal so. Ja, aber auch Manuel Neuer hat, obwohl er die Spielpraxis hat, allein nur diese Saison schon solche Klopper gehabt. Also brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, oder? Hans Landau, Augsburg macht mit 30% Ballbesitz mehr Torschüsse als Bayern mit 70% Ballbesitz. Hey, aber Hauptsache 4.328 Pässe wie beim Handball. Ja, das ist halt, wenn du eine Passmaschine à la Pavlovic hast, der 168 Ballkontakte hat. Und wurde ich mal letztes Jahr belehrt in den Kommentaren, 98% davon kommen an und hast du nicht gesehen? Ja, davon sind aber 97% quer und nach hinten. Hab ich ja gerade schon ausgeführt. Wenn Harry Kane sich nicht fallen lässt, haben wir keine Kreativität nach vorne. Ja, so ist es. Thomas, es kündigt sich schon in den letzten Spielen an. Wir lassen nach. Von der Konzentration her, spielerisch war das heute sehr überschaubar. Es sind noch 8 Punkte zu Dortmund und mit uneinholbarem Torverhältnis 9. Jetzt kein Ausrutscher mehr. Okay, es war die erste Niederlage seit langem in der Liga, aber diese Abspielfehler und die spielerische Einfallslosigkeit dürfen kein Dauerzustand sein. Ja, aber das ist ja ein Dauerzustand. Also die Abspielfehler nicht. So, da haben wir halt ein bisschen mehr Risiko genommen. Nochmal, das fand ich völlig okay. Also ich finde es völlig okay, wenn wir einen Ball am gegnerischen 16er verlieren. So, das ist völlig fein. Du musst halt, wenn ein Gegner so defensiv agiert, wie es Augsburg getan hat, oder halt auch in der Champions League, musst du ein bisschen mehr Risiko nehmen und das bedeutet halt einfach, du verlierst halt mal einen Ball. Wenn du den am gegnerischen 16er verlierst, dann musst du den halt das, was uns ausgezeichnet hat, eigentlich im Gegenpressing wiedergewinnen. Und dann ist gut, ja? Es geht um die Ballverluste, die du auf Höhe der Mittellinie hast, in der Zentrale. Noch schlimmer die Ballverluste im eigenen 16er, wenn du den Ball den Gegner in den Fuß spielst, à la Kimmich. 'N Hackentrick anfängst, im eigenen 16er zu machen, à la Lennart Kahl in den letzten Spielen. So, dann reden wir über Sachen, Alter, da musst du den Jungs den Kopf waschen. So, ja. Aber wenn wir vorne am 16er, weil wir mal Risiko nehmen, mal einen Steckpass versuchen, mal sonst was, den Ball verlieren. Ja, sorry, ich sehe lieber das, als wie oder wie eine Champions League, aber ansonsten wie in der letzten Phase unter Guardiola oder so, wie es jetzt halt auch ist, als hättest du 11 Pavlos auf dem Feld, die den Ball quer nach hinten, quer nach hinten, quer nach hinten, ohne irgendeine Idee spielen. Ja, das ist, was mich triggert. Und deswegen ist ein Kimmich, wenn er fit ist, halt wichtig, weil Kimmich der einzige zentrale Mittelfeldspieler ist, der den verfickten Ball mal nach vorne auf 'n Ziyech, auf 'n Michael, auf sonst wen mal reinschippt. Das siehst du nicht von einem Pavlovic. Das siehst du schon gar nicht von einem Leon Goretzka. Ja, und Conny Leimer sehen wir leider nicht auf dieser Posi. Vielleicht wäre das der Gamechanger, weil der kann die Bälle auch spielen, hat er in Leipzig gezeigt. Sehen wir ja nicht. Der dümpelt ja als Rechtsverteidiger in unserer Mannschaft rum. Ja. Sind wir wieder bei der Zentrale. Wer spielt diese Bälle? Harry Kane. Harry Kane macht unser Spiel, Alter, seit der Rückrunde. Das ist der Faktor. Lennart Karl kann das nicht. Brauchen wir aber nicht verlangen von ihm. Lennart Karl gehört nach rechts außen, da hat er Einfluss, da ist er gut, da kann er mal ein 1 gegen 1 riskieren. So in der Mitte kriegt er das nicht auf der Kugel. Das kriegt er auf der Kugel, wenn hinter ihm das Spiel gemacht wird. Dann kannst du Lennart Karl auf die 10 stellen. So, Musiala genauso. Der hat noch gar nicht die Fitness, um das wieder zu machen. Der konnte das früher, ja. Aber da ist er noch nicht. Leon Goretzka konnte das noch nie. Leon Goretzkas Stärke ist, jo, wir gewinnen den Ball, ich gehe 30 Meter,
wie so ein Berserker nach vorne und spiele dann vielleicht mal einen guten Ball und gehe dann durch bis in den Strafraum, bin da präsent, nehme mal einen Schuss, mache mal einen Kopfball. Das ist Leon Goretzka. Pawlovic kann das, ja, der kann das Spiel auch schnell machen. Macht er aber nicht. Ich weiß nicht warum. Erinnert euch, Anfang der Saison, Kimmich 6, Pawlovic 8. Grandios. Grandios. Wirklich grandios. Es war super zügiges Spiel durch die Mitte, es war einfallsreich, es war kreativ. Ja, da war kein Harry Kane, der sich immer hat fallen lassen. Ja, sehen wir nicht mehr. Ja, weil er der jetzt der Stabilisator sein muss oder was? Was weiß ich, keine Ahnung, müsste den Kompanie fragen. Hans Landau, Karl im Real Madrid tief. Hans Landau. Sehr wild. Ich wusste gar nicht, dass Blondie heißt ja jetzt Hans Landau oder was? Seit der Aussage geht nicht mehr viel bei ihm zusammen. Ja, richtig. Ja, junger Spieler. Und natürlich, wenn er keine Ahnung, Alter. Wenn ey, wir brauchen das Thema nicht noch mal aufmachen, ja? So, da haben wir alles zu gesagt. Aber natürlich, wenn du 'n junger Spieler bist mit 17, Alter, und dir schlägt das ganze Internet in die Fresse, selbst die eigenen Fans, das ist ja das Traurige, schlagen dir in die Fresse und gönnen dir eigentlich genau das, ja? Ja, sorry, da muss man sich auch nicht wundern, Alter. Gehört halt auch zur Wahrheit. So, Petra von bla. Du hast es im Taktikfuchs doch gesagt, Augsburg hatte nichts zu verlieren. Genau das hast du gesehen. Das war für mich das schlechteste Bundesligaspiel der Bayern. Und mein Glückwunsch an Augsburg, die bis zur letzten Minute gefeitet haben. Ja, keine Mannschaft hat gegen uns was zu verlieren. Vielleicht Dortmund, weil die noch einen gewissen Anspruch haben. Aber ansonsten hat keine Mannschaft gegen uns was zu verlieren in der Bundesliga. Ist halt so. John FCB, unsere Doppel-6, Goretzka und Pavlovic war heute wirklich Katastrophe. Ich liebe das Wort. Davis hat auf der rechten Seite null Impact, aber wer kann es ihm verübeln? Ulisse konnten wir erst in den letzten 10 Minuten mal etwas ins Spiel bringen, ansonsten war der ja komplett abgemeldet. Tar, Diaz und Kane waren eigentlich die einzigen mit der richtigen Einstellung. Leimer und Stanisic fehlen schon sehr auf den AV-Positionen. Ja, so sieht's aus.